357 Seiten gut man dünsten ausgedeelt an mir soll dann haut darüber debattieren. Das war eng ziemlich schwierig Lektür an der kurzer Zeit. Mir Gott sei Dank gute mir an der Coffeebu Mainden über Slides die wichtigsten Punkte durchgestaltet. Das war ganz flott gemerkt und dafür vielmals merci dem Herr Minister. Ich werde nicht paraphrasieren, weil das tut kein Zweck. Es gouf schon alles gesagt, was zu diesem Projekt zu sagen ist. Ich habe ein paar Fragen zu stellen und ein paar fundamental Aussagen am Namen von der RDR zu machen. Die Regierung engagiert sich, 130% Staatsverschuldung vom PIB zu bleiben, und das à tout moment steht am Slide. Und das ist extrem lobenswert und extrem wichtig, weil nimmen dank der dort der Grenze behalten wir einen AAA, den es erlaubt, zu Negativzinsen zu lehnen. Mein froh und den Minister wir sind die 1,4 Milliarden, die man an diese Fonds Facilité pour la Reprise et la Résilience versieren über die nächsten 30 Jahre, sind die oder gehen die recht an Staatsschuld mit verbucht. Triumphal geht dann gesagt, die Fonds wie ein Pièce maîtresse. Europa stellte Länder 672,5 Milliarden zur Verfügung. Als Position ist doch ganz klar, wir sind gegen eine Schuldenunion, gegen eine Vergemeinschaftung von Schulden an der Zeiten als nicht Ernstes. Das ist an Eisen ein Vertragsbruch, ein Dommet an ein Gefahr. Das Vertragsbruch, weil dieser Mechanismus an Eisen eine Violation vom Artikel 311 vom Traité durchstellt. Die Frau ist auch aktuell nach unhängig beim Bundesverfassungsgericht. Und da werden wir dann mal ganz gespannt, wie denen hier definitiv Antwort ausfällt. Mit davon aufgesehen, also doch ganz einfach falsch, für Leute zu belohnen, die etwas falsch machen. Es ist falsch, Länder zu belohnen, die schlecht haushalten, Länder, die zu viel Schulden machen, Länder, die schlecht gerieren. Das ist an Eisen nicht eine Frage von Solidarität, mit das eine Naivität. Wir Lützburg bezahlen also 1.400 Millionen über 30 Jahre, erkaufen dadurch Recht, für 93 Millionen Subsidien zu kriegen. Das sind 6,6% von unserer Mies. Ich persönlich noch nie so ein schlechtes Investment gemacht. Aber für die Cadeau dürfen zu kriegen, muss man mal den Plan pour la Reprise et la Résilience zu Brüssel aufgeben. Und da kriegen wir dann eine Zensur, ob wir gut geschafft haben oder nicht, und ob wir dürfen als 93 Millionen zurückkriegen oder nicht. Und so einfach ist es nicht, muss noch nach Tonnen Konditionen erfüllt gehen. Adäquat Antworten muss gefunden gehen auf die Rekommandation per Pays. Ich komme mir später nach darüber zurück. 37% müssen investiert gehen an eine geringe Transition, und 20% an Digitalisation. Aber weil wir hier als Lützeburger wie immer Musterschüler sind, machen wir nach mehr. Wir haben nicht einen Plan über 93 Millionen, wir haben einen Plan über 183 Millionen. Wir machen nicht 37% an die geringe Transition mit 61%. An die 20% an Digitalisation mit 32%. Der letzte Punkt ist der einzige, den ich wirklich begrüßen kann. Apropos geringe Transition. Da wird geschwärzt von der Décarbonisation du Transport durch Promotion de l'acquisition de véhicules à faible ou à zéro émission und mise en place de bornes de rechargeage. Ich muss immer lachen, wenn ich das dort lese. Décarbonisation durch elektrisch. Könnt elektrisch aus der Steckdose oder wo das produziert? Wir haben erneuerbare Energien am einstelligen Prozentbereich. Das ist ein Fakt. Davon aufgesehen, dass das keine Energie ist, auf die sich ganz allgemein verlassen. Weil kein Sonnenschein, weil kein Wand ist und so weiter. Die elektrisch wird produziert, liebe Kollegen, an großen industriellen Anlagen, an Kohlekraftwerken, an Atomkraftwerken. Wir verlieren also just die Emission vom Auto, die verbrennt, verlieren wir auf eine große industrielle Installation. Sonst aber auch gut nichts. Und dann Rekommandationen. Da steht in der Nummer 3, assurer la mise en œuvre efficace des mesures de soutien à la trésorerie des entreprises, en particulier les PME et les travailleurs indépendants. Fand ich super. Eine richtig gute Rekommandation, die sollte suiviert gehen. Und da sieht die Regierung innen am Slide, wie haben wir das umgesetzt? Man hat es umgesetzt durch die Introduktion d'une taxe CO2.
Bravo, als das etwas für die Trésorerie von den Betrieben zu stärken. Renforcement des mesures de soutien en faveur de l'électromobilité. Mega. Aber wiefern hilft das die Trésorerie von einem Indépendant oder von einem Betrieb? Der Dienst wird bewirkt, dass das Lo der Gérant von der SRL, die verhit möchte, kann man seine Elektromobilität auf den Griff führen, für seine Bilanz zu deposieren. Das nenne ich 1 zu 1 umgesetzt. CO2-Steuern. Elastischen Themen. Herr Bündner hat gerade an seiner Rede gemeint, dass ich hätte mehr Rezept. Du kannst ja als vorher, wir haben andere Rezept, weil man getankt wird, weil als Preise zu heiß sind. Der Gilles Roth hat ganz richtig gesagt, das ist eine Steuer, die trifft für uns allem, die ganz schwer leid. Weil wir müssen beim Auto fahren. Wir müssen mehr weit beim Auto fahren. Das ist den, der ganz weit weg wohnt. Aber vielleicht auch Lützeburg können für Mindestlohn schaffen. Das ist den, den sich am Zentrum keine Immobilie kann legen, an der Mäßig wohnt. Den ist angewiesen auf sein Auto. Der braucht Benzin. An dem zahlen wir all Monat so viel Euro mehr aus der Tasche. Euroen, die ganz oft und länger Hand gezählt sind von dem, was nachher bleibt. Dürfen Sie mehr als der ganz allgemein, an Schünderschlenke gesucht, an ich so doch nach einkeier, gegen all weiter Steuererhebung, Taxenerhebung, gegen all Abfeierung von neuen Steuern oder Taxen. Das gibt auch der Perspektivlosigkeit von der Jugendhilfe. Weil die ist real. Die ist real für die eng, die talentiert sind, einen guten Diplom haben, und dann halt Lützeburg mit ihrer guten Pai, ob diese ganz hohe Steuern bezahlen, viel zu hohe Steuern bezahlen, sich nach immer keine Immobilie können legen. Natürlich schafft die Person, und sie selber Pap von 4 Kinder, und sind 3 von den 4 an dem Fall, schafft die Person der Leben zu London. Wo die Immobilienpreise niedrig sind, auch die Steuern niedrig sind, aber wo ein Diplom auch gut gewürdigt wird. Und da gibt es die kein guten Diplom haben. Und du hast mein Kollege Fernand Karteiser, noch mein Kollege Fred Keup, wo schon öfters gesagt. Eine Schule muss für allem gut sein. Weil Leute an einem Diplom rauskommen, haben sie noch gut nicht. Den Diplom muss werthaltig sein. Den muss etwas stärken. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist es Makulatur. Ich bleibe beim Gilles Roth. Er plädiert für Männer steuerlich belastet. Bravo. Wir gleichzeitig schwätzen dann aber von mehr höherer Besteuerung von der Revenu lokativ, mehr höherer Besteuerung von Plus-Value bei Immobilienverkauf, soll wirklich die Investimente auf Wohnraum mehr unattraktiv gemerkt. Herr Roth meint da wirklich, dadurch, dass man das mehr unattraktiv macht, hat man dann mehr Wohnraum. Ich gebe so ein echtes Kontra als vorher. Es gibt dann Männerwohnraum. Herr Reding erlaubt das den Herr Roth. Ja, lass mich das Teil herausfeiern. Weil es ja nicht ganz fertig von Herr Roth. Er hat mit Recht geschwert, dass nur 5.000 Uniteiten pro Jahr produziert wird. Er hat mit Recht gesagt, dass das nicht durchgeht. Wenn aber die Investimente auf Wohnraum raufgehen, kriegen wir dann mehr wie 5.000 Uniteiten durch. Ich gebe so ein echter Mann. Dann hat Herr Roth aber etwas Richtiges gesagt. Solange wie der Mond mehr hoch ist wie die Offer, können Preise nicht raufgehen. Das ist echt Stunde Ökonomie auf der Karte. Das ist es so. Den einzigen richtigen Weg ist also eine Augmentation von der Offer. Also eine Stärkung von Investimenten, staatlicherseits oder privaterseits, als Schärfe von Wohnraum. Das ist der richtige Weg. Und dass du massiv Wohnraum könnt, anhand vom Staat, von öffentlichen Institutionen, das ist begrüßenswert. Wann, und noch nicht mehr wann, die Wünsche dann noch wirklich zu abordablen Leuten verloren gehen, das ist Kondition. Mir auf der anderen Seite muss man sich ja bewusst sein, dass der Preis, dadurch, dass der öffentliche Handel interveniert, der Preis macht kein Jota ändert. Die bleibt nach einmal so dramatisch hoch wie der andere. Und da komme ich noch auf eine andere Rekommandation. Es wird gesagt, quelques défis énoncés dans les recommandations pays par pays 2019-2020. Und da wird notamment von unserem Pensionssystem gesprochen. Und ich verstehe, dass wir als ADR ganz sensibel sind auf dem Thema. Also Pensionssystem ist solid,
weil wir 4,81 Mal Reserven haben, von denen wir müssen ausbezahlen. Das heißt, wenn wir kein einziger Franken Mirakel oder kein einziger Euro, das geht nicht so, dass wir so ein allmodischer Mensch, den er auf Franken schwätzt. Auch wenn wir kein einziger Euro Mirakel können wir 4,8 Jahre lang Renten bezahlen. Und noch ohne Augmentation von der Kotisation, also das System am Moment gesichert. Wir müssen mit großer Vorsicht vorgehen, für dass das doch so bleibt. Und du gehst, du hast bei Gott kein Genug, nimm 3 Schrauben. Aufsetzen von der Lebenserbisszeit, Aufsetzen von Kotisationen oder Aufsetzen von Prestationen. Das sind die 3 Schrauben, die ich kann drehen. Und das muss ich mit größter Vorsicht machen. Das ist logisch, dass ihr seht, wenn die Lebenserwartung so viel mehr hoch geht, dann muss auch die Arbeitsleistung mehr lang gehen, dann muss auch das Renteneintrittsalter herabgesetzt gehen. Auf der anderen Seite, so oder seht auch die Regierung an ihrem Dokument, dass die Lebensqualität aus dem Equiliber zwischen beruflichem und Privatleben resultiert. Aber wir freuen sich nicht auf seine wohlverdienten Pension. Muss ich arbeiten gehen, bis 2 Jahre für unseren Tod oder bis 5 Jahre für unseren Tod. Das sind Fragen, die müssen gestalten. Wir werden jedenfalls als ADR den dritten Thema mit größter Aufmerksamkeit verfolgen. Und da komme ich zum Herrn Bauler. Als dem André Bauler signaliert, und ich den Abruf zurückbehalten, die Leute sollen hängen halten. Und das fand ich richtig. Und er hat recht. Ich unterschreibe das dort immer 2 Händen. Es geht nicht über eher von den eigenen Hängern. Außer, dass sie biologisch sind und extrem lecker schmecken, extrem gut sind. Muss ich kein TV drauf bezahlen. Es kann in der Tauschgeschäfte machen. Es muss ich keine Steuern drauf bezahlen. Und es finanziert den also finalement mit seinen eher nicht das fault was als Regierung als Heil gelöscht wird. So nicht merci. Und nur stehe ich dem Herrn Roth zur Verfügung. Merci, Herr Reding. Es sind wir dir eins an der Zonischen Ränke. Wir sind der Meinung, dass an der Krise und auch no in Niveau von dem Steuertarif, den sich auf alle Einkommensarten bezieht, dass in dort Steuerschrauf nicht sollte an die Luft setzen. Weil wir der Meinung sind, dass gerade lo die Leute mehr Kaufkraft brauchen. Zweiter Punkt, dass so da mit ihr wollt aber mehr die Immobilienspekulation besteuern. Das ist auch ganz klar ja. Ich komme dazu. Erstens sind wir mal dir eins, dass Doffer muss mir groß gehen. Das ist aber im Moment nicht der Fall. Und da so mir, wenn Doffer nicht mehr groß ist, da kann es nicht die sein, die am meisten suchen haben, für auf dem Rarität von den Immobilien, die disponibel sind, dass die können droplehen und dass das auch noch steuerlich begünstigt wird. Das wird ich mir so. Weil dir wisst ganz genau, wenn nicht viele Appartementer da sind. Wie kriegt sie das auch war von der Offer an der Demand, kriegt den nur sieht man stehen 100.000 Euro drauf. Das sind die normalen Mittelschicht. Das sind die, die man da erledigt, weil der Promoteur, und das ist auch sehr gut recht, natürlich in die verkauft, den am meisten bietet. Ja. Aber wenn den auch nach Durchstand und Taxation von dem Logement geht, und das geht nach vom Staat übermäßig subventioniert, und das ist an dem Fall, ist das der Fall, da fand ich mir das nicht richtig, weil mir so, und da muss die Besteuerung von Lohn und Besteuerung von den Immobilienrevenuen, da muss das am mehr eine Gerechtigkeit übergewälzt geben. Und das ist ein Unterschied dann zwischen uns als CSV und als Volkspartei und ich als RDR, Alternativ Demokratisch Reformpartei. Den Unterschied ist gar nicht so groß, weil ich kann ihren Gedankengang durchaus nachvollziehen. Verkauft wird en vue de la Spekulation, mais du hast den ersten Knackpunkt. Wenn ich kaufe nicht pour la Spekulation, und wenn ich hole nicht einfach eine Decision, mich zu desinvestieren, als das dann schon eine Operation de Spekulation. Und wird gesperrt von einem Absatz von 2 Jahren auf 5 Jahre. Aber da tut man etwas gegen Spekulation. Wenn dann über 5 Jahre gewährt wird, wird dann können steuervergünstigt zu kaufen. Aber wie macht das dann am Domicilprinzipal? Vor einem Moment, dann ich meine, die Leute müssen das wissen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mein Domizil konjugal, mein Haupt, Wohnsitz verkaufen, bezahle ich aktuell
null Steuern auf Plus-Value, egal wie hoch das ist. Weil die dann auch umgehen, weil das leider doch danach so ist, der Schule. Und dann drittens, und ich meine, das ist ein Hauptpunkt, wenn die Immobilieninvestmente penalisiert, bestraft, mir unattraktiv mehr, dann macht er nichts für Toffe. Und der merkt das Problem ist dann nicht gelöst, und das wird eine Steuergerechtigkeitsfantasie gelöst. Mit dem Logementsproblem geht aggraviert durch die Politik. So nicht mehr so.